Plattcast. Den Plattdütschen Podcast. Plattcast. Wow. 200 Mann in Düsseldorf gebucht. Ja, Levelü. Moin, moin, tau ein ganz besonderen Plattcast. Und zwar bin wir ob den Plattcast im Rahmen von det Platt-Satt-Festival live und in Farbe, Markus, in dat Heimathus in Wesbe, Ohmshus. Ja, genau. Level Plattis, Level Platt Festivaljünger hier an den Welthunde- und Welthandtaskendach. Sit ich dicket Klösken nicht alleinig für die Schallwandler. Nee, uck dütmal sit an meine Siete, wer die grötzten Witwentröster, Södholz, Raspler und Hallodris und Ems und Hase. Links von mir und rechts von jou begrüßt ich den Hohenpriester von der rhythmische Sportgymnastik in Emsland und den Erfinder von der Ernte-Tankfest. Sein Konterfei ist ein Pingstossen, sein Lieblingsgetränk Eierlikör mit Hated Nutella. Moin, moin und herzlich willkommen, Markus Jonny Jenen. Ja, machen wir rein. Moin. Ja. Was aber, meine lieben Plattis, würde ein Plattcast ohne den Mann, die mehr Hore an de Beine es auf dem Kopf hef. Erfolgreich, aber eben nur halb so lustig. Ich begrüße den Stunt-Double von Daniel Craig, den Karussellbremser von Gallimarkt, den Iban Rebrov von Emslanddom, Shalom und Jochai, Ralf Manning. Moin. Ja, moin. Also wenn man die utproten lot, ne, dann ist die Sendung eigentlich auch wieder vorbei. Ne? Ja. Aber ja, wer sitzt hier gegen uns? Ralf, das ist nicht irgendeine. Ne? Das ist die Thomas Gottschalk oder Heimathus. Dem Mann, die keine Lütgenbröt gebacken kann. Ne? Der Souffleur von Olaf Scholz. Markus Stroh-Dickmann von Abend hier bei uns. Moin. Ja, und liebe Plattis, ihr habt es ja sehen, wir habt von Tage einen Gast, wie will noch mal eben drauf hinwiesen, in letztes Jahr, wie das erste Mal markt hier in Heimathus, aber ohne Gäste. Da war's den ehemaligen Landrat von Emsland, Hermann Bröhring, to Gast, das war auch eine heller, moje Sendung. Und dütmal, wie einen ganz besonderen Gast, Markus, und das magst du aber, ne? Wusstest du das all an dieser Stelle? Ja, natürlich. Ich muss endlich noch was für das Platt-Satt-Festival sagen. Woll ich? Ja. Ich hab vergessen, ne? Nu geht das auch nur los. Nu bin ich dran, ne? Levelü, nu kommen wir hier zu einem ganz besonderen Gast, ne? Wer sitzt hier gegen mich? Alle kennt ihn. Die schlaflosen Nächte für viele Schwiegermütter. Ja, immer die ollen Frauen. Aber genau. Und der Jung, zu dem wollte ich noch kommen, ne? Aber man merkt doch, er ist schlagfertig. Ja, ein Mann, der aus Emsland kommt, ne? Und das Emsland verehrt, und das hören wir auch von Tage. Hey, der Teinjo öller ist als wie, so ungefähr, aber man süchtert nicht. Aber ich hab einfach mal gesagt, ne? Das stand nämlich auch in der Wikipedia. Hey, ist in Bokelo, direkt an der Hase ist er obwassen. Und was auch von Tage oder gestern? Irgendwie von da noch, von Tage sogar noch da. An Gymnasium in Meppen ist er wenn. Da haben wir sie eine Schaubildung gemacht. Und danach haben wir gesagt, nun muss ich erstmal was Rettiges machen. Ne? Möbeltischlerei. Ja, hab ich bei uns in Dörpmauck, ne? Also, man will nicht weit weg. Und die Tupperdöse, die muss auch warm bleiben. Ne? ja, das Wasser damals gar keine Tupperdöse. Wir haben ja noch diese Blickdösen. Weißt du das noch? Die du manchmal, wenn das kalt ist, nicht untereinander kriegst. Dann kommst du an die Brot gar nicht ran, weil der Fräsen einfach nur Baustäbe ist. Ja. Ja, und da haben wir, genau, die Möbeltischlerei haben wir da lieben gelernt, aber das reichte wohl noch nicht. Dann muss er noch mal in eine große Stadt. Ne? Und er will nach Hannover. Da wirkt dann auch irgendwann noch mal, aber hey, da merkt man auch wohl, was da steht. Heller vielseitig ist er werden. Ne? Er studiert nämlich nicht bloß Englisch und Geschichte, sondern auch noch Holz- und Kunststofftechnik. Also irgendwie, das steigt alle in Netz, oder was? Das passt, also ja. Was du da alle finden kannst, die Bellas, die wies ich später nicht. Du bist noch jung und unschuldig, weißt du, oder was? Ja, und genau, ja, was ist dann wenn? Ne? Dann, wenn man auch so vom Markt hat, dann muss man sie ein Wissen auch an die Lü bringen. Und wo kann man das besser als bei Funk und Fernsehen? Und dann, ich glaube insgesamt über 25 Jahre. Ja.
Bünd werden. Ne, erst über Antenne, über FFN und dann natürlich NDR. Sat.1, NDR, genau. Sat.1. Ja. Und hat dann seine Karriere durchstartet. Aber Moment, nur habe ich eins vergessen. Das war nämlich noch ganz wichtig. Direkt Nordischaule bist du auch noch bei der Bundeswehr. Das auch noch, ja. Und hast auch noch da ein bisschen länger gemacht und later mal in seine Karriere, nämlich in Somalia, einen Außenlandsaufenthalt hat, als wir da von der Bundeswehr stationiert werden würden. Nicht ich persönlich, aber Du in Somalia, da könnt mir auch nicht vorstellen. Du. weißt, was ich meine. Ja, da musst du aber dann Lichtschutzfaktor 100 mitnehmen, so als Emsländer. Ne? Also da brannt die Söhne, da kannst du gar nicht verhaften. Das ist so, ja. Ja, aber genau. Und das haben wir dann dort was gemacht und dann heller Masse ob NDR, Masse Talkshows, Masse Sendungen. Aber irgendwann haben wir gesagt, das ist auch nicht das Wahre. Ne? Wieso? Das vertellt er uns sicher von da noch. Das mag ich, ja. Sieht 2014 ist er dort weg und hat mehrere andere Jobs ob da bloß Jobs werden würden, auch das sei er noch, aber nun ist er Vorstandsvorsitzender der Caritas Gemeinschaftsstiftung in Osnabrück und dort lebt er im Moment auch. Ja, Also, das ist richtig und ich kann sagen, auch das Geburtsdatum stimmt auch. Ne, also das ist aber, dass du mir so mit Komplimenten hier kriegst, kommst, dass ich wollt genauso alt sei als du, das finde ich auch. Ne? Also, nur zu trinken, ja genau. Aber nu wacht wie noch dorop, dass ich sage, wer ist das hier gegen mich? Die meisten, die kennt das nu. Ludger Abeln bei uns hier vor Ort in der Bude. Ja, man merkt doch, wie Lou vom Burg hat das noch ein bisschen flüssiger geklappt. Ne? Aber ich glaube, ich habe das ganz gut gemacht. Das hast du gemacht, ja, sicher. Ne? Aber dass du das nur Ahnung zählt hast, das ist ja auch lang. Ne? Ist lang, ja. Ist lang, ne? Ich kann noch ein bisschen hier, 3 Seiten habe ich noch mehr, aber ich habe das Wichtigste. Zum Glück musst du die Fotos noch nicht wiesen. Ne? Nee. Genau. Ja, und wie startet vor damit? Genau. Zu fragen, wo geht ihr das? Mega gut, du. Ich bin gestern war was in Brüher noch da, und mein Sohn in Osnabrücke, noch ein bisschen auf Terrasse säten und ein bisschen was Kaffee getrunken und so ein bisschen schnackt. Er hat nun einen neuen Job und dann für morgen sind wir um 8 aufstehen und dann sind wir noch in Emsland führt. Weil meine Mutter wohnt ja noch in Bokelo. Ja. Da steht noch mein Öllernhus. Und das Wetter wäre so mal. Für dort haben wir gesagt, wir müssen noch ein bisschen spazieren gehen. Und dann haben wir uns dicke Botten mitgenommen und sind dann heel an die Hase langlaufen. Und Philosophen, wer zurück, der andere sieht von Stationsweg, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, du dürst hier normalerweise an diese Sortedach und Sonne eine Öwe führen. Und dann kannst du da mal lopen. Und dann warst du hier noch bei meinem Süster, der wohnt nur in Boklo, haben da auch noch eben auf Terrasse säten und auch noch einen Kaffee getrunken. Und haben gesagt, so Schatz, wir müssen los. Ne? Also pünktlich hier sein. Ne? Und das hat ja auch geklappt. Sehr schön. Ne? Also das war ja auch das Schöne, wir habt im Anfrage und du hast sofort gesagt, natürlich bin ich dabei, die Verbindungen in Emsland sind immer noch da. Ja, sicher, ich habe noch ein bisschen Freunde hier, aber du triffst ja auch Emsländer, triffst ja überall. Also ich muss sagen, ich habe Wahlparty in Osnabrücke. Der das organisiert hat, von Presseamt, das wüsste ich auch nicht, der hat mit mir Abitur gemacht. Der habe ich gesagt, Gerd Meiring kenne ich doch irgendwo her. Ja, ich habe mit dir Abitur gemacht. Dann der Sängerin, der dabei war, der kommt aus Lauten. Oh. Ne? Frau Jennifer Schotter. Bombenstimmung, hätte auch studiert in Osnabrücke. Und überall, wo du hinkommst, Emsländer, das ist immer so. Die gehen erstmal gut, aber kommt normalerweise auch wieder zurück. Ne? Aber das ist so. Ja. Das war's nicht verquiet. Ne? Nee, das war's nicht verquiet, ja. Aber Heimatliebe, das ist ja auch normal, wenn du West gehst, Emsland, mein Süster, der war 20 Jahre in Berlin und lebt nur auch wieder in Emsland. Ne? Also, das kriegst du nicht unter den Kopf und einen harten Rutglöwig bald. Ne? Nee, der Motto, dann legen das hier so schön ist. Ja, ist so. Ja, ich finde das immer noch schön. Ja. Du hast ja gerade gesagt, die kommt alle wieder zurück. Nu wirst du in Leer, nu bist du in Osnabrück. Ja. Du kommst du immer ein Stückchen wieder hierhin. Also wenn kommst du dann wer ganz hierhin? Ja, ich musste noch ein paar Jahre, du hast ja nun verraten, wo ich bin. Also da hätte ich noch ein paar Jahre arbeiten und mal kicken, vielleicht auch irgendwann wer noch in Emsland, auf irgendwo zwischen Emsland, Ostfriesland. Also ich bin ja, sagen wir mal so, geboren hier in Emsland, also das ist Heimat, ne? Also Heimat blifft Heimat, ne? Und zu Hus bist du da, wo du lebst. Also ich hätte mich auch in Ostfriesland wohlfühlt, ne? Also die Ostfriesen sind gar nicht so verkehrt. Ne? Und wir sind ja nun nicht mehr in die Tiden, wo die Ostfriesen und die Emsländer miteinander Chlor kommen. Früher war es ja sozusagen diese Sektionsgrenze. Ob die einen sieht die Katholiken, ob die anderen sieht die Evangelien. Und mein Chef, da kommen wir noch aus New York noch ab, der wohnt nur in Brual. So, das ist ja so das Dreieck da oben. Ob die einen kannten die Holländer, da boben die Ostfriesen und dann die Katholiken. Und da musst du ja weggehen an das Wort der Stammbaum ja im Kreis. Ne? Also da musst du irgendwo mal woanders in hier roten. Ne? Also insofern, diese Grenzen gibt ja für da so nicht mehr. Oder bürger kein Blied über. Ja.
Du Ludger, mich würde mal interessieren, wo wir das, du bist ja nur tiny Öller als wie, du bist nicht so gut, aber du bist nicht genug. Wie seid nicht so gut? Wo wird das mit Plattdeutsch in deine Kindheit und deine Jugend? Und Dörp wird das ja ein bisschen, du hast das ja lehrt und wird das auch da noch ein Thema mit den Kollegen in der Schaule? Und, Nee, in Schau war das nie ein Thema. Also das ist so, also ich war ja noch Bild, ob bei meinen Verwandten in Lehrte, zum Beispiel auf Burenhof, in den Ferien bin ich da immer hingegangen und so was. Meine Oma, der lebt in Hofe, das ist auf die andere Seite von der Hase. Und der Broten, der hält platt. Das heißt, du kriegst das in den Kopf. Du kannst auch mit dir brauten. Meine Ollen haben mit mir und mit meinen 3 Schwestern haben die bloß Hochdeutsch schnackt, klar, oder Brot. Aber wenn du ich bin so ein Mathe, Physik, Chemie, da kann ich nicht so gut. Da habe ich mir so dörrmogelt in Schule. Aber so mit den Sprachen habe ich immer gehabt. Also Holländisch und Italienisch und Englisch und Französisch und so was. Das fällt mir to, sag ich mal so. Und insofern war es das so, dass wenn ich auf dem Bauernhof bin, wie meine Tante und mein Onkel, die haben immer bloß Plattbrot. Ne? Und insofern war das für mich kein Problem. Und in der Schule habe ich ja kein Plattbrot. Damals in Boklo auch nicht so viel, die ollen Broten platt, wie Jungen nicht mehr. Aber als ich in die Lehre kam, also bei uns in Dörp, die Gesellen, die haben ja all bloß Plattschnackt und Plattbrot. Ne? Und da kommst du da wieder rein. Ne? Ja. Das ist so. Ne? Auf dem Bau, das war bei mir auch so. Mein Onkel, der hat auch gesagt, wenn du nicht mit mir Platt sprichst, dann brot ich gar nicht. Ja. Und das ist ja auch so, da wollte ich auch sagen, du bist ja, wenn du auf dem Bau bist und du kommst auf den Bau und sagst, guten Tag, wir sind von der Firma Dika, wir möchten bei Ihnen im Schlafzimmer gerne ein neues Fenster einbauen. Will they? Und wenn du ankommst und sagst, moin Firma Dika, wir wollen eben hier in Schlaub kommen und ein Fenster rein. Ja, da kommst du mal eben rein, wo ein Kaffee haben und so weiter. Mit Plattdeutsch kommst du doch viel besser klar, ne? Ja. Das ist so, genau. Ja. Bliff aber auch oft nicht mit den Kaffee dann, ne? Ja, da kommt drauf an, ne? Also bei Lehrers gaft nicht mal Trinkgeld, aber so hell normale Lüse wie mal, da hast du irgendwann einen Kaffee gekriegt und vielleicht noch mal einen 5 Mark für Zigaretten oder sowas, aber ich habe ja gar nicht geraucht, aber habe ich dafür für was anderes gegeben. Ne? Kennst du den 11 Uhr Klug, Oppenbau? Ja, Oppenbau kennt er noch, ja. Ne? Ja. Schön, ne? Ja, schön. Ja. Ludger, die Plattdütsch, das ist ja doch nun ein bisschen anders wie uns. Wie Brot ja relativ breit. So, du bist ja lange in Fernsehen, auch wenn in DR, und man merkt, die Moderatoren auch heuer, die Brot alle so ein, also nicht so ein Standardplatt, aber ein anderes Platt. Nee, das ist so. Mein Vater hat immer gesagt, bevor der stirbt, hat er immer gesagt, Ludger, mit dem Platte musst du noch mal anders machen. Und das ist ja gar kein Emsländer Platt mehr. Da habe ich gesagt, ja, das liegt aber da an, dass wenn du, sag ich mal, noch aus Friesland trägst und mit der Lü dort Plattbrot, dann die Klangfarbe, die ändert sich. Ne? Also die sagen ja, okay, go in Tun und in Gorn, ne, das ist all moi. Ne? Und wenn du dann noch anders sieht von den Erms kommst, noch Bim, Jem, Ditzen und so weiter, das ist fast all holländisch. Ne? Also ich habe da ich ja wohne, mit der Lü habe ich immer eine Plattbrot. Ne? Also insofern ist das nicht mehr das ursprüngliche Emsländer Platt, aber das ist normal. Also ich sage immer, wenn du mit Platt unterwegs bist, in Schiedegau, wo du bist, ob du in Schleswig-Holstein bist, in Mecklenburg, hier in Emsland, Fechter, Kloppenburg und so was, dann musst du da platt broten, was du kannst und nicht da platt, was die von dir verwachten. Ne? Das ist so. Ja. Und genau, und vor allem wichtig, dass du platt brotst. Ja. Und wenn du nicht gut ist egal. Ne? Ja. Hauptsache, du bist so platt. Das ist so, ja. Ja, ich wollte noch mal eben eins wetten, und zwar, brotst du mit deinen Kindern auch platt und mit deiner Frau, oder ist das von da genau ein Thema? Meine Frau kann platt, die kommt aus Friesland, die kann das. Aber die Kinder, die können das Leibgott verstauen und die hauen auch ab und an mal so ein Sprögrut. Ne? Also, aber das ist nicht mehr, der könnte halt nicht mehr. Aber wenn du in der Stadt als Leer oder Meppen umwassen, da ist wird Brot in Meppen dann noch platt. Ich glaube nicht, dass da noch Bildlü von der jungen Lü mit plattisch in der Werken sind. Da kann ich mir nicht vorstellen. Und Leer ist aber wie ist dem mal den Link von Plattcast, dann da kommt die auch drin. Ne? Ja, aber das ist ja, der kicken all gern Werner und so was. Also das sind alle Norddeutsche, ne? Also, ne? Also, und die haben auch so ein bisschen breite Schläng, sag ich mal so. Schläng, ne? Also Slang in Englisch, also Utsprauk, ne? Aber das sind Norddeutsche und der können auch, dann auch mitholen. Ne? Also wenn die woanders sind, dann sind die immer blied und stolz, ob die aus Norddeutschland kommen. Ja. Schön. Männer, ich weiß nicht, wo jau das geht, aber ich hab einen heller drügen Hals. Das kribbelt hier alle. Also ich weiß nicht, ob ich da nicht nochmal für... Benuckeln alle an Räuspern. Ja. Aber guck mal, was hier oben Disk steht. Ach, wie schön. Ich habe doch, das ist also als wie Jogi Löw oder nur wie Hansi Flick, das hier immer Coca-Cola und irgendwie, ne, was da steht, das ist der Werbeblock oder sowas. Ne? Label Platties, ihr kennt das ja all. In jede Folge Test wie ein Bayer oder auch zwei.
und eine Spirituose. Und natürlich, da wie im Rahmen des Platt-Satt-Festivals auch ein originales Bayer hier und Emsland testen. Und zwar ein Bayer ut de Lünner Emsland Brauerei Borchardt. Und zwar fangen wir an, wir habt hier zwei Püllekes Ja, das hab ich gesehen, ja. Ja, und zwar mit den Aquinas Baukweiten Bayer. Oh. Ich sehe all, du machst gerne Baukweiten. Kennst du den Baukweiten hinackt? Ja, da habt ihr in der Bauch, was da liegen da. Ich hab eine Geschichte gemacht über den Bauchweiten Jan Hinnerk. Nämlich, früher war es ja so, dass der Lü, wenn du hier rauten wohnst und du kamst in der Familie, dann war das auch hier Geste und Häsbe, wo die alle herkommen, Bauchweiten Pannkuchen. Ja. Und wenn der Kerl dann kam und wollte um die Hand anholen von der Frau und da was eine ungerade Anzahl von Speckstücken bin, dann kriegst du eine Hose hängen. Ja, ist doch eine gerade Anzahl in den Bauchweiten, dann kannst du die Frau hier rauten. Also der haben sich nicht über ohne holen, sondern der hat gesagt, hier, guck mal, Junge 7, tschüss. Ne? Also, und bei B8 war das so, ja, dann kommen wir rein bis hartlich willkommen bei unserer Familie. Ne? Das war das geheime Taken und diese Geschichte steht auch, ob Plattdeutsch bin und ob Hochdeutsch auch in der Bauch. Ne? Also, wie die emsländische Tradition, muss man auch recht holen. Ne? Schön. Für die Plattis, die von wieder wegkommt, auch, in die ganzen Portale, lohnt sich unbedingt mal, auch die Internetseiten zu bekicken. Landhausbrauerei Borchardt in Emsland. Da kann man auch moi hinführen, ne? Ich bin da nämlich noch werden, Markus, oder hier Ralf, ich bin da mit dem Plattdütschen Club werden, ne? Und Heavy, was wieder da? Wir haben da ein bisschen Fußball-Golf gespielt. Fußball-Golf? Ja, dann musst du mit Fußball da Golf spielen. Das wäre was, ja. Genau, also man kann da gut hin. Alle nicht mehr die Jüngsten, das habt ihr da gemerkt. Also, das wird sehr schön. Also, wie probiert hier als erstes ein Aquinas Baukweiten erfrischend vollmundig 5,2%. Und ansonsten alle, was da drin macht für das deutsche Reinheitsgebot. Ich würde erstmal sagen, Männer, Prost. Ja. Ja, nicht lang schnacken. Ja. Die kommt nur gleich noch ins Spiel. Brüsselchen. Also schmeckt nicht als Knüppel für den Kopf, ne? Da kannst du mal trinken. Tot wegschütten, du schade. Ja, das ist so. Ja, Bauchweiten Hinnerk ist ja der Pizza der Emsländer, ne? Also da muss man ja sagen, ne? Also. Und so, jetzt sag ich mal, wo finde ich das? Also Schmöi. Ja. Nicht voll Seele, aber ist Bitgen Säute. Bitgen Säute, ja. Bitgen Säute ist. Bitgen schwach auf der Brust, will ich mal sagen. Hey, aber ist wohl für einen feinen Abend, kannst du. Hey, geht die nicht so durch den Hals. Aber sind 5% sind in Orgien. Also kannst du auch mal betrinken. Oh, das schmeckt man gar nicht. Deswegen wirst du sonntags morgens auch immer so gut, wie du wirst. Aber du, Marco, weißt du, wir sind ja hier in Emsland und man trinkt ja immer gerne so ein ganzes Gedeck und da fällt ja noch ein bisschen was dabei. Und von daher haben wir da auch einen ganz speziellen Krägen und zwar von Firma Heid. Ne, und mit einer Frucht, die eine lütge gäle Säutefrucht mit flaumiger Schale ist. Ne? Und das ist eine Marille. Und eine Marille, oder soll ich das Marille sagen, wie ich das immer sage, die ist nämlich auch lange fast gelagert, aber Jahrgang 2021, also eine von den nächsten aus dem Hause Heid. Und die soll uns nun noch mal schmecken. Genau, Level Plattis. Und nun kommt Idertau hier. Und zwar habe ich ob Jahren Sitz einen wunderschönen, genau, eine Spirituose gefunden. Und die Gläser sind gerade verteilt worden. Denn Chef von Heid hat mir gesagt, da ist eine Kindersicherung an. Also ist gar nicht so einfach, da Dinge loszuschruben. Warum kriege ich nun einen anderen Schluck? Also das liegt doch an, wie habt in letzten Jahr, wie alle Spirituosen, die wir probiert habt, und das wären einige im Jahresverlauf, wie probiert und habt auch bewertet hier von Plattcast. Und das, was ihr da in der Hand habt, das ist Usen Brand von das letzte Jahr. Also Use absolute Nummer 1, denn 1860 von Heid. Ein Kornbrand D, wo ist die drin, Ralf? In Cognacfässer oder wo ist die? Das jetzt auch gar nicht so. Schätzig. Bourbon. Ja. Meistens bünd ja Bourbon. Und den Chef sagt, Eichenhold oder so, und den Chef sagt unbedingt in ein Stil echtes Gläschen trinken. Also deswegen, Markus, wie trinkt nur hier den Marille? Und ihr, wenn ihr Lust habt, mit uns den 1860. Und wie sagt Prost hier? Prost in die Runde. Laut dir schmecken. Finger weg von Alkohol. Genau. Ja. Prost. Wir sind ja bloß auf YouTube. Hier, hey, sitzt ihr all mit einem Schlördel, das Ding abzubrechen. Kriegst gar nicht los, wa? Schöck die eine Glassage an. Glassage. Hast du doch immer in Taske. Ludger, was sagst du? Oh. Gut. Ja? Ja, ich mach das gern. Also Marille gefällt mir. Also
Wenn du auf das ein auf einmal auch in Tirol, Südtirol in Urlaub wärst und die haben ja diese Branden, also Obstler und Marille und Williams und so weiter und Pflaumen und so weiter, haben die auch gehabt. Aber die kannst du auch trinken, wollte ich sagen. Die ist schön mild, ne? Nicht so, mild. nicht so sprittig. Der grabt nicht so einen Halsgatt, ne? Also der löppt fein runter, ne? Der löppt fein runter. So, kriege ich das Hand ist gar nicht so einfach, ne? Ja, so. Wunderbar, da in Glas 0,05 Liter ist so in und ich glaube genau, bis zum Strich, das magst du richtig, 100%ig. Prösterchen, Leute, die das schmecken, ne? Oder kannst du mal nachschenken, das kann geil sein. Wird die Kinder hier auch antrinken? Nee. Nee, alle gut. Die habt fein Fanta. Ja, früher, wenn ich hier in Amsterdam immer auf die Schützenfeste, habe ich ja auch immer bedient. Und dann gab es ja damals, ich weiß nicht, ob das verdammt gibt, die Hackertee, ne? Das war so damals so der Kümmerling von den Emsländer, ne? Also Heizkräutertropfen, ne? Genau. Aber der Gift noch, oder was? Ja, die Gift, immer noch. Da musst du auch ein bisschen dran gewöhnen. Genau, schmeckt es? Einmal so eine Rückmeldung, einmal den dummen, oh, hier nur dumm, hier, den möchtest du gerne. Kerl, was bliede. Wunderbar. Schmeckt noch mehr. Ne? Schmeckt noch mehr. Schmeckt noch mehr, genau. Ludger, wie willst du uns noch mal ein bisschen über dein Leben unterholen? Ja, machen, sicherlich eine Frage, die vielleicht voll hier interessiert ist, du bist ja lange mit Fernsehen werden und so ein Mann öffentlichen Lebens und nun bist du das nicht mehr so. Also warum, vielleicht die Frage, warum bist du nicht mehr da? Ich habe da ja lange Zeit gemacht. Also normalerweise bin ich ja, also ich habe abgeteilt, also ich war erst Abitur hier in Marianum habe ich gemacht, dann habe ich einen Tischlerlehrer gemacht, dann habe ich Berufsschullehramt studiert, also ne, das ist ja das Holz- und Kunststofftechnik wählen, also normalerweise wollte ich ja Meister worden für Tischlers und für Mürkes und für Timmelü. Und dann kam das dort zwischen, dass ich in das Studium anfangen bin, wie Antenne, so nebenbei zu arbeiten, weil ich muss ja so kommen mit einer Arbeiterfamilie und da ist das Geld nicht immer so dick und dann habe ich gesagt, ja, da kannst du auch in der Zeit, die du hast, kannst du auch noch ein bisschen nebenbei arbeiten. Und dann habe ich wie Antenne, das was damals nennt sich, haben die anfangen. Und ich bin von Anfang an mit der Bivest und so was. Und dann haben sie gesagt, hier, da kannst du auch mal eine Reportage machen oder mal ein paar O-Töne insammeln, also Lübefragen und so was. Und so ist es dann gekommen, dass ich dann noch nicht ins Referendariat gegangen bin, sondern ins Volontariat. Also ich habe da nochmal eine Utbildung gemacht als Redakteur mit Sprachbildung, mit Nachrichten, mit Berichte und so wieder. Also richtig redaktionelle Utbildung. Und dann bin ich ja über Sat1 und FFN, so bin ich zum NDR gekommen. Das habe ich 15 Jahre gemacht. Aber das muss man auch weten, die meisten Leute, die mit NDR so arbeiten, die so auf dem Schirm sind oder die du in Radio hörst, das sind freie Mitarbeiter. Das heißt, du hast zwar einen Vertrag mit denen, aber wenn die sagen, du, was Moitit morgen kannst du aber aufhören, dann bist du ruht. Und mir war das so, je älter ich war, habe ich gesagt, so irgendwann was hat auch fein und mal weg dort und Festanstellung kriegen, aber das ist so nicht für sein wie NDR. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt, nun bin ich bald 50 Jahre, dann muss ich mir, entweder stelle ich mich fest an, oder ich muss mich mal umkicken und das habe ich dann down. Und ich habe ein paar Jahre vor dem habe ich für VW immer so die Jubilarfeiern gemacht und so was. Und dann haben die gesagt, wir brauchen noch einen Pressesprecher. Und da habe ich mich dann auch beworben und den Job habe ich dann auch gekriegt, ja. Aber da hast du recht, wenn du auf die Bühne stehst und wenn du viel mit Leuten unterwegs bist und wir haben auch große Sendungen gemacht, ob Platt, ob Hochdeutsch, wir sind mit NDR unterwegs, West Sommer an Strand, von alle Inseln und so wieder mit der aktuellen Schaubude. Klar, dann sagst du, die war eine schöne Zeit. Und das magst du auch noch. Die ersten 2 Jahre habe ich dann echt gedacht, ja, was das nur die richtige Entscheiden, da wegzugehen auf nicht. Aber für Daumen mag ich sagen, ich glaube, weil das ich und ein hat sie Tiet. Ja. Und 25 Jahre Journalismus, was ein total toll, geil, als man so sagen kann, ne? Aber nun habe ich einen anderen Tiet, aber der ist auch gut. Aber wirst du dann, wenn du beim NDR nur fastanstellt wirst du da bleiben? Da wirst du bleiben, ja. Ja, hast du noch Kontakt zu den Kollegen? So ist man immer in das Business. Du, ich habe mit so vielen Leuten zusammengearbeitet. Ne? Also, letztens habe ich ja diesen Corona-Song gemacht und so weiter. Habe ich eben auch mit dem Kameramann von NDR gesagt, du kannst das mit mir machen. Oder bürgt der Handführer, dann haben wir den einen Tag abgenommen und das war einfach. Und das ist ja auch so, du verlierst ja oder verlässt ja die Kontakte nicht. Bloß weil du doch nicht mehr arbeitest. Aber ab und an bügt noch in Hannover, dann führt noch jemand von NDR, dann treffe ich den einen noch, den anderen noch, ein Bekannter von mir hier, Job, kenne ich auch, Job Würsten hier, mit der habe ich auch zusammenarbeitet. Ich kenne die Leute in alle Studios und so weiter. Und nur in Studio Osnabrück, denn die Chefin, was für die mit Chefin wie Hallo Nette saßen. Also du hast einen guten Kontakt zu den Leuten. Okay. Ja. Das macht doch Spaß und das hilft auch. Da bist du ja auch als Gast da noch dort worden. Ich habe die letzten noch sehen, ob Hallo Nette saßen mit den Neubau und
wie NDR Quiz oder Quizshow, ja. Quizshow. Ja, das passt ja so. Ja, ja. Dann bist du da mit der hele Aule Kapeiken, also hier Carlo von Tiedemann was oder wie Alex Bommes und sowas. Wir haben ja 20 Jahre, ich hab da mit Anfang damals mit der NDR Quizshow, da war's lustig. Da kommst du da hin und du siehst du die alle Lü, wer die Kameralü sind noch, die liegen, klar, die sind alle ein paar Jahre alle worden, aber das ist so, ne? Und mit Pilava und, ne? Also mit all der Lü, da kannst du immer noch mit schnacken, ne? Also das ist, und der Luft ist immer noch so, wo du denkst, oh, das war eine schöne Team, ne? Ja, das muss man sagen, ne? Glaubst du dann, dass das Fernsehen so eine Chance hat zu bestehen? Also, dass das auch bleibt? Das glaube ich war. Also ich bin ja, das hast du ja vor dem festgestellt, ich sehr junger Ut, aber ich bin ja nur Jahrgang 64. Also ich glaube schon, dass wir sind ja die Babyboomers. Also das sehen man ja, die Leute 62 bis 68 so geboren sind, das sind ja die geburtenstärkste Jahrgänge. Und der 64, ich bin nur 64 geboren, das ist der geburtenstärkste Jahrgang damals so in Westdeutschland. Ne? Und ich glaube schon, dass die Lü, klar, ich kick auch mal YouTube oder ich kick auch mal Amazon Prime auf Netflix und so wieder, also nicht, das gibt ja ein Bild, Streaming-Dienste und meine Musik höre ich auch über Spotify oder was weiß ich, nee, das gibt ja, oder Deezer. Aber trotzdem, ich bin immer noch ein Fan von das öffentlich-rechtliche Fernsehen und von Radio, weil die Lü sind gut informiert, die haben Lü, die arbeiten und du kriegst ja, da muss man ja auch weten, der Lü schimpft immer so über die Gebühren, aber wenn du, sagen wir mal, einen Monat, ich weiß nicht, wo das nun liegt, 18 Euro oder so was in Monat so ungefähr, da kriegst du bei 24/7 rund um die Uhr, kriegst du alles, was du willst. Filme, Nachrichten, Reportagen und so wieder und so wieder. Das nun ein Angebot auch da ist, ne, das Analyse so, als sie das auch mal mit einem Podcast hier, Podcast da, hell normal. Die Utwahl ist da, aber ich glaube schon, dass das wieder geht. Also zumindest den nächsten 15 Jahren noch. Dann kommt man an mein Sohn der sagt, also, Vater, warum setzt du die immer um Glock 8 vor Fernseher? Ja, da kommen die Nachrichten. Ja, da kannst du aber auch um 7:45 oder was werde ich, ja, on demand, kannst du ihr Netz anklicken, klar. Ne? Aber kannst du auch an den Fernseher, kannst du auch direkt so drauf drücken, von Anfang an gucken, steht dann so, da, blaue Taste. Ja. Das Gift ne? Also du musst nicht mehr pünktlich werden um 8 Uhr. Nee. Ja, Ludger, wir haben tot Ende noch mal ein paar Sätze, die du vervollständigen schöss. Okay. Ja, und der erste Satz ist dann, ich schätze an die Emsländer. Dass sie lieg gut sind, der kannst du nicht achtet Kopf kicken, man, wenn du einen Freund gefunden hast in Emsland, hast du den für das Leben. Sehr schön. Ja, das reicht ehrlich, das war's die Sendung. Ja. Der Erhalt von der niederdütschen Sprache ist mir wichtig. Weil ich glaube, erstmal ist das eine regionale Minderheitensprache, die man erholen muss. Und ob Anne sieht, kannst du nimmst und kein einen so moi beschimpfen, ohne dass du beleidigt. Ja. So ist Nochmal, ob die Frage gerade zurückzukommen, in die Öffentlichkeit zu storn, bedeutet mich. Das war immer hell moi und ich bin immer noch blieb, wenn der eine auf andere mich erkennt, aber das ist mir nicht mehr so wichtig. Ah ja, wunderbar. Und dann, wenn ich eine Sache ob die Welt verändern könnte, dann würdet. Ja, du wirst philosophisch. Ja, schrieben mit. Die nächste die nachfolgenden Sendungen verlängern sich um 1 Stunde. Das kann ich dir gar nicht sagen. Also ich bin momentan, wir sind ja auch die Caritas Nachhaltigkeit, wir müssen kicken, dass wir die Natur erholen. Wir müssen kicken, dass wir mit den Kindern vernünftig umgehen. Wir müssen kicken, dass wir nicht nur bloß an uns denken, hier in Deutschland, uns geht das Geld. Was ja heißt so seit in Somalia. Also als ich damals zurückgekommen bin, habe ich gedacht, du verkaufst alle, verschenkst das, weil die geht das richtig scheiße. Um da Wort mal den Mund zu nehmen hier. Ja, und dass wir vernünftig auch menschlich miteinander umgehen. Also ich momentan, diese hele sorgt mit Hate Speech, mit Mobbing, was da alles im Internet passiert. Also das ist schon bedenklich und auch was so mit Politik just so passiert. Also dass die Leute die Politik mocken, ne? Der kriegen, ob die einen sieht Geld, ob die anderen sieht Setten, der sich auch dafür in. Gerade Kommunalpolitiker verdienen nichts, aber die müssen sich dann dafür beschimpfen lauten, dass sie für alle Leute was mocken. Und da löwig das momentan, da ist eine Spreize drin, da kann ich nicht gut haben. Also da wird mir auch immer für insetten, immer lieg gut broten und auch alle Leute vom Kopf stoten. Und man sagen, du bist scheiße. Ja. Hey, kann auch Politik. Ja, ne? Schwore Thema nu. Und zwar auch, wie steht ja Gott für eine neue Regierung. So, was wünschst du dir von der neuen Regierung? So, egal, wer nur wird.
Ja, aber der 16 Jahre Angela Merkel, das ist, sag ich mal, das war sicher für Deutschland nicht schlecht. Also wenn du hörst die Kommentare von Buten, die sagen, schade, dass Angela Merkel geht, aber ich muss sagen, da muss man frische Wind drin. Und ich habe von dort, da muss ich mit Respekt overproten, wenn Annegret Kramp-Karrenbauer und Altmaier zurücktreten und sagen, wir müssen die jungen Lü ranlauten, dann finde ich das gut, weil du kannst mit der Lü, die du nu sind noch, die sind also gefüllte, dattig Jahr dabei, da musst du auch mal die ranlauten, die für die nächste Generation wichtig ist, also die auch die Welt in anderen Sinne verändern. Da kannst du nicht mehr mit die olle Lü morgen, da musst du auch mit jungen Lü morgen. Also da muss ich sagen, Respekt, dass die Platz frei gemacht haben und sagt haben, also wir treten zurück, wir sind nur 20 Jahre dabei werden, so als Altmaier und nun müssen die Jungen mal ran. Das bin die feiert Jürgen. Ja, genau, die jungen Knüppels. Ja, so als du, ne? Ja, genau. Hast du die aufstellen lassen oder nicht? Ah, wir wollten ihn haben, du. Da hast du was falsch gemacht. Von da musst du ja Kampagnen führen, weil so Facebook und so weiter. Alle Parteien durchklingelt, du, die sagt, nee, du komm nächstes Jahr mal wieder. Für einen Klaus in die Kerke reicht das noch. Ja. Das kann klappen. Und für einen Plattcast. Ja. Schön, liebe Plattis und hier in Heimathus, nun kommen wir zu unserer ersten Rubrik und das ist die folgende. Test all hören. Geschichten und Emsland und die Welt. Ja, Hestal hört. Ja, wie habt ihr nur alle net anproten da? Facebook und den neuen Medien, da wird die letzten Werke wird alle kaputt. Da wird nichts mehr. Da wird nichts mehr. Mehr. Von wegen, ich weiß nicht, wo ihr das mitkriegen habt, aber also, ich hab nur lesen, da wird dann Instagram, Facebook, alles was da tun, Facebook-Konzern gehört, wird down und da wird nichts mehr. Ich habe lesen, 8-fach so viele SMS würden schreiben würden in der Tit. 180.000 Stunden Telefonate mehr in dieser Tit. Und die Jugend, die wird verzweifelt. Die können nicht mehr miteinander kommunizieren. Ich habe ein Interview gesehen im Fernsehen, da war ein junges Mädchen, da hat sie gefragt, was sagst du da, Taude? Sie war ganz verzweifelt. Sie hat eine Verabredung mit ihrer Freundin und wüsste nicht, wo sie er erreichen könnte. Und sagt dann, Interviewer sagt dann, ja, kannst du wohl anraupen. Und dann kiekst sie ganz rot. Anraupen? Was ist das dann? Ja, können Sie gar nicht vorstellen, dass man auch anraupen könnte. Also Sie wissen noch nicht, dass das Handy auch Telefon wird. Nee. Früher war es so, du weißt du noch damals, da weißt du, Muhammad Ali, der Kampf, der das erste Mal sehen, auf die Reise auf den Mond mit Apollo 11 und so was, das ist noch, da kannst du dich noch daran erinnern. Und die nächste Generation, kannst du dir noch da auch besinnen, damals in 2021, du warst wie 6 Stunden nicht connected, das gibt gar nicht. Kannst du dich da noch besinnen, das sind deine Highlights, ne, wo man sagen, ne? Ja, wie habt ihr so missbelebt? Wie wird für jou? Ich kann die ganze Nacht Kinoge mit Hauken. Also, nee, ich sag, mir geht irgendwie was ab, ne? Also, da fehlt doch was. Was hat so? Ach, du magst, dass du total Junge bist. Ich würde sofort auf Twitter ihn steigen, denn die läuft ja noch. Es hört ja nicht alles zu Facebook. Nee, manche Sachen gibt ja auch noch Unabhängige. Aber wenn das alle mal down würde, glaube ich, können wir auch noch mal ein Dach klar. Ich kenne schon so Verschwörungstheorien, dass ich dachte, damals 2011 mit den Twin Towers. Und da habe ich gedacht, pass mal auf, nu sitzt da irgendwecker, ne, da achter Netz und nu legt dich alles lahm und morgen buchst du nicht arbeiten, was schön. Ein Kommentar war's, Dritte Weltkrieg. Ja, so. Die ist nur in Gang. Und der große Verschwörung. Ne, und mit Verschwörung habe ich ja sowieso im Moment. Ja. Aber du, ich weiß nicht, weil da irgendwie was fehlt hat. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Jugendliche irgendwie fehlt hat. Bloß morgens ist man wieder aufwacht und man hat gedacht, scheiße, geht den Mist doch wer los. Ne? WhatsApp kicken und... Das ist ja auch in Emsland, da kenne ich ja all, ne? Also, dass man auch mal einen Fastentit hat, ne? Also, dass man immer auf was verzichtet. Also, du kannst ja mal probieren, Teindauge, Sünne, Facebook und YouTube und weil ich Utu kommen, das geht. Ja. Das ist kein Problem. Wie hast du das belebt, also den Abend? Ich hab nichts vom Markt. Nix. Nee, gar nichts. Gar nichts. Ich habe in Nachrichten gehört und habe gesagt, ja, ist doch schön. Ja, das ist ja, früher bist du, das ist ja auch so in Emsland, früher in Dörp, da hast du ja nicht anrüppt, also wir haben erstmal lange Zeit kein Telefon, da bist du irgendwo hinführt und hast gekeken, ist er Dorf, ist er nicht Dorf.
Ja. Und wenn er nicht da warst, dann hast du ihm gesagt, ob Fußballplatz oder was weiß ich, irgendwann hast du empfunden. Aber von dort, der sitten ja also, wo bist du gerade, was magst du? Na, dann haben die alle diese Navigationspunkte, oh, der ist da, dann diese ganzen Kontaktliste, die können nicht mehr ohne. Nee, und die habt ja wirklich auch eine Phobie gegen Anrufe, ne? So Wenn ist du das. einen Anruf... Ja, so ist das. Oh, Scheiße. Oh Gott, wer ist das? Sprachnachricht. Die sind immer so, die haben die typische Handbewegung. Das ist immer so, also An die Schnöttkieme einmal. Ja. Aber das ist ja normal, das ist ja so, das ist der Generation nur, da muss man durch. Ne? Luca, ich habe mal eine Frage, und zwar, ich habe ja gerade gefragt mit dem Fernsehen. Du sagst ja, du denkst, dass das so das klassische Fernsehen auch wiedergeht. Ja. Nun haben wir ja immer mehr Netflix, Amazon, da würde die Vorstellung ja auch mal dort, dass das auch mal tot erliegen kommt. Und ist das wirklich die Taukunft oder denkst du, den Mix ist das Wichtige dabei? Also wir haben nicht in Osnabrück da worden eine Stadtteil gebaut, KI, also künstliche Intelligenz. Also was die da für haben, ich habe mir dann angehört, okay, der Wahlkampf, da ist Amazon und Google und so weiter, das ist ein Fliegenschiss dagegen. Ne? Also wenn du die Zukunft kicken da ist, du gibt ein Boot, das heißt Quality Land. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist von der Lieke-Autor, der auch die Känguru-Chroniken mag. Ne? Und wenn du das lässt, dann denkst du, ja, Düvel verdaucht gar nichts über Gold. Ja. Dort ist das so, dass du, wenn du was denkst, hast du das all. Da kommt so ein Flieger, eine Drohne kommt vorbei und stellt dir das her. Also wenn du so sagst, oh, ich mach hol ein Bier. Ne? Zack, bumm, kommt ein Bier und dann das bloß von Denken. Dann hast du quasi all bestellt. Luca, deswegen steitert alle hier. Ja, ihr habt das von Nachmittag also einfach gedacht, oh mal, bumm. Ich bin analog, weißt du, ich bin noch analog. Ne? Und sogar die Teller mit dem Metwurst ob. Ob mal was denn die da? Ja. Mein Sohn hat gestern noch gefragt, Johann, er hat mich gefragt, wolltest du lieber in die Zukunft reisen oder in die Vergangenheit? Aber wenn ich dazu höre und du kriegst das Bayer mit einer Drohne, dann will ich wohl in die Zukunft. Du, da bleibt uns aber auch nichts anderes über. Das ist ja das Problem von manchen, die kicken immer in Vergangenheit und früher war alles besser. Nee, was das nicht, muss ich sagen. Also ich finde verdammt gut. Also man muss immer das Beste der Tit machen, ne, die du hast. Ne? Also ich bin mal gespannt. Also mein Sohn ist nur 28, der eine. Ne, mal kicken, was der so führt. Für die ist das normal, aber und für Annelü, die nur teilen oder was sind, Telefon, was ist das? Ne? Der kannst du vertellen. Wenn mir vor der früher sagt, ja, früher hat ein Bier 50 Pfennig gekostet, habe ich gesagt, ja, früher. Na, das hat mich nicht interessiert, weil ich lebe nur in dieser Zeit. Also zurückkicken ist mal gut. Ja. Man kann auch mal ein Dönches vertellen, wo das früher war, aber du musst normalerweise in die Zukunft kicken. Und da spielt die Musik. Mag diese Entwicklung Angst? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nee. Weil du so entscheiden kannst, wo mag ich mit und wo nicht? Oder so was? ist das, genau. Ja. Also ich bin, denke ich mal, erwachsen genug, dass ich das entscheiden kann. Und das ist ja zum Glück so, ich will auch nicht in die Zukunft kicken können. Weil dann siehst du was und sagst, scheiße, das kommt auch noch auf dich zu. Also ich wollte sagen, ich tue alles dafür, dass ich lang gesund bleibe, dass ich in den Kopfchlor komme und dass ich vielleicht noch meinen Enkelkindern mal durch die Strauten führen kann oder sowas. Ne? Aber, und denen noch was vertellen kann. Aber ich muss sagen, das Leben ist ja endlich. Und ich bin ja nur im Bauklub wie die Dischler auch West. Und wir haben dann auch damals eben auch Lü abgeholt von Tuhus, weil der war auch der Bestatter. Ja. Also muss man sagen, ja, klar, hast du als junger Kerl das einmal belebt, also du weißt dann, das Leben ist endlich. Also ich habe doch keinen Stress mit, muss ich sagen. Und wenn ich 100 Jahre, oder bin ich der 100-Jährige, der aus Fenster stiegen da und was weiß ich noch Australien führt, der Baugift ja auch noch, aber mal kicken, wo es läuft. Ludger, eine Frage mal binnen dir, und zwar, es geht ja schlank um Weihnachtentau. Ja. Und du bist ja nicht nur Moderator werden, sondern du schriftst auch Böker. Ja. Und du hast ganz nah für die Weihnachtstiten Bauch schreiben. Ja. Nee, verleden Jahr, aber verleden Jahr war es ja so. Er ist eine Masse Tiet. Arschkarte, ne? Ja, genau. Also ich habe normalerweise mag ich immer Weihnachtslesungen, bin auch dann Volk in den Emsland unterwegs, in Papenburg, in den Horn und in Meppen und so wieder. Nee, ich habe mir gedacht, meine Frau hat einen Bauhandel und der hat gesagt, wir brauchen mal ein Buch, 24 Weihnachtsgeschichten. Also quasi der literarische Adventskalender, wenn du so willst. Ne? Und dann habe ich mir aber hingesetzt und ich habe ja nur ab und an auch mal plattdeutsche Geschichten abgeschrieben. Und dann habe ich gedacht, ja, da kannst du auch mal Weihnachtsbau gut morgen. Wo soll das spielen? Ja, in Norddeutschland. Also sprich Heimat, Emsland, Ostfriesland, an die Küste. Habe ich mir hingesetzt, in Sommer, das war, ja, 2008 habe ich mir hingesetzt, das war der hete Sommer. Also dann sitzt du da im Sommer in August bei 45 Grad. Erst mit Badebüchse in den Pool. Und mit dann Badebüchse in den Pool und hab mir dann überlegt, oh, du musst dir mal vorstellen, wo es Weihnachten. Aber das war gut geworden und ich habe alle Geschichten erst im Hochdeutsch geschrieben.
und dann alle Geschichten nochmal in Plattdeutsch übersetzt. Ah, okay. Also, dass auch die Leute Plattdeutsch gern mögen, dass ihr das auch Plattdeutsch lesen könnt. Das war eine helle Bildarbeit, aber das hat Spaß gemacht. So, und das hat Weihnachten im Watt, ein literarischer Adventskalender. So ist das, ja. Gift ab, sofort. Du hast das auch mit, ne? Also, Ich hab das auch mit, ja. Also, das ist ja das beste Weihnachtsgeschenk, So was ist man eigentlich in Hers auch am besten kaufen kann. Kannst du nur kaufen, ne? Ja. Und dann hast du all was, dann kannst du das inpacken. Und ich schrieb da auch noch was in, ne? Also für die liebe Oma. Da kommen die Leute immer, schreiben Sie doch mal bitte auf die Karte, für meine Oma. Ich sag, das ist doch doof. Ja, wieso ist das doof? Ja, das ist ja nicht meine Oma. Ja, das ist so, ne? Also, wo hält die Oma dann? Ja, Luise, da schiebe ich für Oma Luise. Das ist auch kein Problem. Ne? Aber für meine Oma geht ja nicht, weil so viel Omas habe ich gar nicht. Ralf, wo ist die das denn gegangen mit Facebook? Was, die Söns, die sind ja auch nur hier im Publikum, die sind ja auch wohl affin für die neuen Medien. Was sind die total zerstört? Nee, die sind ja in die soziale Medien sind sie ja noch nicht so drin und das ist auch gut so. Aber ich hab das auch nicht mitkriegen. Ich hab das erst mitkriegen, als das bei uns, wir habt ja so eine interne Gruppe von Plattcast, wo wir immer unsere Themen mitgeplant. Und die ist aber nicht mehr auf WhatsApp, wir würden umsteigen und da haben wir keine Probleme hat. Und da habe ich das erst gemerkt, als Marco sagt, hier, das wäre auch noch ein Thema für uns. Und ich habe gesagt, was wäre ein Thema? Weiß nix, was die da meint. Also ich habe das nicht mitkriegen. Und die anderen Sachen, ist ja nicht so, Instagram habe ich auch einen Account und kick mir da mal was an. Aber wenn da mal 6 Stunden nicht bin, dann kriege ich das nicht mit. Also das kriege ich alle 2-3 Tage mal ihn. Also ist nicht. Hast doch Marille für mich. Hier, hey, machst du gerne, die Marille, den Ludka. Den mach ich gerne, du. Ich mach nicht mehr vorn. Du bist eine richtige achtine Frau für. Ja. Wie habt ihr auch weniger? Die dreht auch mit den Augen, du Acht, ne, du. Ja. Kennt ihr übrigens noch die 7 Todsünden? Eine Hesse in der Hand, oder was? Nee, und du findest, für jede Todsünde hast du eine Internetplattform. Weißt du, wer das? Neid, Instagram. Zorn, Twitter. Habgier, Amazon. Wollust, Tinder. Hochmut, LinkedIn. Trägheit, Netflix und Völlerei, Lieferando.de. Das ist gut. Also, nix Gaudes, ne? Oder zumindest in Maßen. Ja, in Maßen, selbstverständlich, ja. Ralf, falls Sie noch einen aftern. Ja, ich habe nur ein Hemd. Nordepause, Halle Juck. Sehr schön. Ja. Ja, Männer, ich würde sagen, was wir uns eben noch kurz zu Gemüte führen will, ist, wir habt das mitkriegen, die Wahl, wir habt gerade anbrot, wir habt eine Masse Parteien und die kibbelt sich nur alle das mächtigste Amt hier. Ludger, wo denkst du, wo geht das ut nu? Also, die habt ja eigentlich klar gesagt, es gibt die Ampel, aber... ja, da dürst du doch mal ein bisschen Emsland ja nicht vertellen. Also, früher, du hast ja ein Messbild für die CDU aufstellen konnte, was wählt worden. Ne? Also, das ist Schiedegaul. Aber das ist ja für da auch nicht mehr so. Ne? Also, von da musst du auch was ein Programm haben. Ja. Und ich glaube, ich habe das dafür mal andüht, ich glaube, da läuft ob die Ampel ruht. Ja. Die CDU hat sich sowas von zerlegt, also und noch 16 Jahre, und das ist ja damals wie Helmut Kohl, vielleicht erinnert sich der eine auf andere noch, ich bin ja nur ein bisschen älter da als ja. Der war auch 16 Jahre Bundeskanzler und der hat in der Zeit was auch Stagnation. Da sind die Lü nicht achteran kommen, er hat keine starke Analyse neben sich haben wollt und als das dann vorbei war mit hom, da war erstmal vorbei auch mit der CDU. Aber das ist doch ja auch gut. Jede Partei braucht mal eine Regenerationsphase. Und als Journalist wollte ich sagen, nun ist die CDU dran, erstmal 4 Jahre zumindest, ob die Oppositionsbank zu gehen, sich zu regenerieren. Und wenn Kramp-Karrenbauer zurücktreten deit und auch Altmaier, da sind noch der ein auf andere, die vielleicht auch noch sagen, okay, dann habe ich lautet die jungen Lü auch ran. Und dann kriegst du mal wer neue Ideen, dann kann sich eine Partei wer neu aufstellen. Was ist das denn, wenn du dann mit den Olle Lü alle noch wieder morgen da ist? Ne? Der sitzen ja, Davies, Schäuble, sind 49 Jahre im Bundestag. Da kannst du gar nicht glauben. Der sitzt 49 Jahre da bin. Und der sieht wirklich. Ja, der sitzt, ja. Das ist wohl so. Ja, das ist ja nun mal Fakt. Ne? Ja. Den kann ich nicht liegen, Leute. Aber dafür muss aber auch erstmal die Ampel erstmal klappen. Ne? Ansonsten gibt ja nichts. Ich denke mir, also so wie die Taken staunt, große Koalition will keiner haben. Das hast du nur die letzten 2 Wahlperioden hat. Und ich glaube nicht, das ist aber nur meine persönliche Meinung, dass Laschet die Kurve noch kriegt.
Nee. Und vor allen Dingen, dass sich die CDU, der Bayer dort, der unten sitzt, der immer fein am Pricken ist und immer noch mal dagegen stört. Unverschämten Ja, Dank. das ist so, ne? Aber so sind die Bayern. Die sind ja so ganz nett und kannst so Bär trinken, ne? Aber die CSU-Lü, die wassen immer alle. Und ich meine, ich will auch nicht kein Scheuer mehr werden, muss ich sagen, also der dann Verkehrsminister, so, ich mottert nicht haben, ne? Ja. Also da schreiben wir neue Lüran. Und ich denke mal, wir brauchen neue Ideen und die FDP-Jugend, das hätte mich auch gewundert, der grötzt wie die jungen Lü. Ja, was die FDP... Die FDP war die Partei, die am meisten von der jungen Lü wählt wurde. Das hat mich auch verwundert. Ja. Aber die will Veränderung. Also muss nun mal Veränderung kommen. Und das geht mit der CDU geht das nicht. Aber das ist ein politischer Main und das ist ein journalistischer. Ralf, und wir möchten mal eben eins sagen, wie habt das verruht sech? Wie habt in die Glaskugel kerken? Ganz deutlich, ja. Ne? Also... Ja, wir habt Ampel 6, aber die ist denn noch nicht. Ja, aber... Ja, die wird das muss er nur hinführen. Ich will da wohl noch mal anrauben, Marco, dass das da hin muss. Was glaubst du Passt dann? unsere Prognose nicht. Was glaubst du dann, wer den nächsten Vorsitzenden von CDU nu wird? Ja, das will ich nicht. Ich bin da bei dir, Ludka. Also ich würde sagen, da möchten nee Gesichter hin. Ja. Also wirklich mal ein Generationenwechsel, sich neu abstellen, kicken, was sind die Themen. Und ich finde ja den Grundansatz, den die Van Dage in die Koalitionsgespräche habt, zu sagen, wie will einen anderen Ton, wie möchten einen anderen Umgang miteinander haben, Glöwig ist den richtigen Weg, weil anders geht es nicht. Also die alten Manieren von Kohl und Co., das kannst du nicht mehr retten. Das ist nicht mehr das, was Van Dage, so ist ja im Fernsehen auch, die neuen Formate, die setzt sich durch. Und so ist das Glöwig auch in die Politik. So. Hätte immer also werden, also Generationswechsel hätte immer all geben. Ne? Und noch Merkel kommt wer ein anderer Bundeskanzler und dann kommt wer eine andere Bundeskanzlerin Pflicht oder so was. Also das ist aber das ist der Lauf der Zeit. Da hätte mir das lange genug ankeken und hätte immer all Wessel geben. Das ist auch normal für eine Demokratie. Ralf, geist du nur nach Berlin? Kannst du das hier sagen, nur in Plattcast, dass du da Laschet nur die Büchse runterträgst? Ich wäre hier in Emsland brugt, also von daher kann ich da nicht hin. Also das geht nicht. Aber also eine Sache ist, was finde ich mal wichtig würde die Reformation von das Wahlsystem. Also, Ja, ach so, ich dachte alle Reformation. nee, das ist eine andere Reformation. Emsland Reformation. Nee, oh Gott, nee, da hört man sich. Nee, noch ein Thema. und ich finde, das kann nicht werden, dass da Lü in der Regierung bünd, die noch, also man muss das ja nur sagen, die bünd was Rentenalter wie drüber weg. Und Pflichte in andere öffentliche Berufe, Beamte, machst du in Rente gehen. Warum da nicht? Also, da muss ja nicht alles falsch werden, was ich, aber du musst der jungen Generation auch bessere Chance geben. Aber die kriegen nach Amerika, da ist auch so ein Ja, das ist das gleiche Problem, was ihr habt. Da ist ein Non-Vatikan. Toffelkrente, ja, den Vatikan auch, genau. Ja, da habt ihr Angst, dass sie eine Amtszeit nicht überlebt. Ja. Und das finde ich, kann nicht wählen. Irgendwann ist Gaut werden. Ja, genau. So, Gaut werden ist nur auch mit düsse Rubrik. Wie geht nur ein wieder? Und zwar in die plattdütske Rubrik. Und das ist die folgende. Das platte Wort. Ja, das platte Wort ist dran in use Plattcast-Sendung. Und Ludka, wie habt die in Förtit die Aufgabe gestellt, dass du ein paar Worte oder auch Sprichwörter mitbringst? Und Ja, hast du was mitgebracht? Ja, ich habe was mitgebracht, aber da muss ich noch tausend sagen. Also ich habe ja nur, wie der Bauch, was ich geschrieben habe, das habe ich in aus Fräsenplatt gemacht. Und da geist du oben Siete, und das Gift hat in Emsland noch nicht glöwig, das ist ein aus Fräs geworden Bauch. Also Plattdeutsch, aus Fräs Plattdeutsch von der Landskop in Auerk ist das gemacht worden. Und da bin ich dann über Socken gefallen, wo ich dachte, ja, das ist geil. Ne? Also, ne? Und das ein zum Beispiel heißt, achte noch kakelnde Höhne. Ja. Achten noch kakelnde Höhner. Ja. Ja, Markus, dann sag mal, wenn du das weißt. Was ist das auf Hochdeutsch? Achteran wird man immer besser. Ne? Genau, hinterher ist gut reden, kannst du auch sagen. Ne? Also achte noch kakelnde Höhner. Also der aus Fräsenmorgen ja da so, ist in Emsland ja auch nicht anders, aber so, der haben immer so moi Belles. Und das kannst du normalerweise in Hochdeutsche brauchst du, was weiß ich, ein Goethe, ein Schiller oder was weiß ich was. Aber auf Plattdeutsch, der sind so moi, dass sie spröken, oder steigt in November noch das Korn, ist das Wal vergeten worden. Ne? Also, dann weißt du genau Bescheid. Der Bur war zu fuhl, um den Plauzen klar zu kriegen. Ne? Also, das ist. Da brauchst du keinen Schiller für. Ja, da brauchst du keinen Schiller für. Ne? Also, für mich ist das immer so,
Und das ist auch so, wenn ich so mit Annelio platt bin, also mein olle Chef Franz Loth hier, der ist ja auch Emsländer, wenn er wie zusammenkommt, auch mit Caritas-Verband in Ossenbrügge, wenn wir zusammen sind, wir haben immer Foto plattisch umschalt. Ja, die Brot immer platt, genau. Die Broten immer platt, ne? Ja. Und andere sagen, oh, der all mit platt. Aber das ist für uns, ist das, du kannst so viel drücken, auch, ne? Und auch diese Spröken und so weiter, da ist ja viel Wahres auch an, ne? Und das ich ja vorher mal vertellt habe, wenn du einen sehr klein mehr moorst, dann ist das nicht so schlimm, als wenn du das auf Hochdeutsch sagst. Ja, das ist kein beleidigt. Doch, Das ne? macht man nicht mal in Mikro sagen, ne? Nee, Klein wie ein Moors. Ja, im Mikro kannst du das sagen, aber auf Hochdeutsch nicht, ne? Nee, ich mein, genau, genau, ja, genau, auf auf Hochdeutsch. nicht. Hochdeutsch. Ja, genau, nee, das sagst du nicht. Ich kenne auch mal so einen ollen Holzgenmarker, da wirkt als Kind und dann habe ich auch gefilmt und dann kam dem mit seine Föte, mit diese schwarzen Föte in die Kirche, wo die Mutter gerade die Fliesen wasket hat und die wird an Schandalen und ein Schim, also richtig harte Dinger, du, alle unter die Gürtellinie, ne? Und aber das wäre so schön, weil sie das alle auch platt sägen. Ja. Ne? Aber das was in Hochdeutsch, was das ganz brutal wäre, ne? Und weißt du, hier Steinbrück, wir waren ja für die Politik, ne? Ja. Also der hat ja immer gesagt, hätte Fahrradkette, ne? Ja. Und im Plattdeutsch hat Haig und Hebig sind Bröers. Also da wird Haig und Hebig sind Bröers, also hätte Fahrradkette. Das ist, im Prinzip ist das, wenn du das mit den Lüf so schnacken da ist, so diese Sprögen, das ist das echt geil. Ja, das ist nicht so eine Beleidigung. Dann, ne? Sehr schön. Ludger, bevor du noch einen Satz oder ein Wort sagst, wir habt gerade hier Jan Lütget Päuskenmarkt und habt die Zuschauer obrauben dann auch Begriffe abgeschrieben und vielleicht Ralf, vielleicht machst du mal anfangen. Was du da, wir habt Bierdeckel, ganz wie bei Inas Nacht und da steht was oben. Vertell mal. Ja, ich habe hier einen von Heinrich Sielka und hey, habt das Wort Lusterlappen. 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 Ja. Würde ich sagen, bünd die Ohren, ne? Ja, genau. Das ist auch was, ne? So ein hochdeutsches Wort, Ohren und ob Plattdeutsch hätte das dann Lusterlappen. Ist doch voll plastischer. Wo ist Heinrich? Ohren. Wo kannst du immer da achten in die Riege, ja. Also ich glaube, das bünd auch Plattdeutsch kannst du einfach auch Begriffe erfinden, ne? Ich dauere zumindest immer. Einfach so zwei Dinger aneinander und dann hast du auch mal was Schönes, ne? So hört sich Lusterlappen auch an, ne? Hello, moi. Aber das war Wunderbar. ja auch Kickcast. Ja. Also Fernseher, Kickcast. Keycast, genau. Oder Ackerschnacker, Handy. Ne? Also das sind ja auch in der Nähe geworden. Der gafft ja damals in der Titas Plattdeutsch sozusagen hier normal was, gafft sowas ja noch nicht. Also musst du, oder Hulbessen, weißt du, was ein Hulbessen ist? Loofsoger, ne? So Ja, ein Loof, ne, Staubsauger. Staubsauger, genau. Ja, genau. Hulbessen. Markus, hast du auch noch einen von der Korte? Soll ich auch ein paar nehmen? Ja. Einmal auf Heinz schreiben, sein Lieblingswort ist Getekeken, Eichhörnchen. Ja, Getekeken. Eins, wo bist du? Ja, wunderbar, Dankeschön, genau. Und Trudi aufschreiben, Schnött. Kennen sie alle, ne? Muss die nicht zu erkennen, gell? Nee. Bist du für Köln oder was? Sehr schön. Nett. Und dann habe eine Schrift, oder da muss ich sagen, du, die muss nochmal auf der Schulbank. Die kann ich, oder zumindest ich muss auf der Schulbank, dass ich das mal lesen kann. Das Luke kein old Wief mit den Tannut. Wer hilft das sich? Das hat Johannes. Wo ist Johannes? Hab ich das richtig? Ah, du. Sag ihm laut. Wo hat das? Sag mal eben, was hat das? Was ist die Bedingung? Kein old Wief mit den Tannut. Und das ist die Bedingung von? Ja. Sehr schön. Deswegen, ja. Dankeschön. Markus, ich hab auch einen Begriff, und zwar von Dine Kinner, von Johann und Carlotta. Und zwar schöck die auch schöne Gröte bestellen. Schweidfaut. Schweidfaut. Muss übersetzen, was hat das? Sag mal. Weißt du das? Treck mal die in die Schau. mal. Schweizfuß, genau. Dann habe ich hier von Käthe Jauchenschepper. Was ist das dann? Käthe, wo bist du? Ach so, ja stimmt, okay, die steht doch ob, habe ich nicht. Das kennst du nicht mehr, das ist das Problem, Ja. dass du so jung bist. Danke, Ludger. Ja, Jauchenschepper, früher haben wir noch Jauchenkuhlen.
Ah, okay, und was ist ein Jauchenschepper? Und dann, früher hast du dann mit einem Jauchenschepper hast du die Jauche cool Rutnorm und darauf Feld braucht. Also das ist im Prinzip, wie soll man sagen, ja, ein scheiß Eimer, den du halt am langen Stock hast und wo du dann das Zeug halt aufs Feld bringst. Also Jauche kennt man ja. Ne? Ah, okay. Kati, ist richtig? Super Wort. 10 Punkte. Ja, 10 Ludger, Punkte. du hast ihn eine Marille verdient. Ja, den habe ich nie, ne? Ja. Je mehr Marille, desto besser kann ich das. Ja, logische Ja, fährst du auch Konsequenz. noch ein paar, ob die eine... Ich habe noch einen von Hanna. Hanna kleine Pfennekarte. Und das kennt ihr alle, denke ich. Aber das ist so ein mooies Wort. Schötteldaug. Ja, Schötteldaug, ja. So, Genau. Spültuch ob Hochdütsch, aber ob Plattdütsch hat doch mehr Charme als ob Hochdütsch, ne? Ja, wenn du das von meiner Oma, wenn ich weiß so, habe ich ja für vertellt, was ich früher als Lütje Bengel, was ich in Burenhof in lehrte, also ein Dorf wieder, früher war es halt eine Weltreise, ne? Aber von da auch ist das ja, ne, kriegst du das vorhin, und da hätte sie mir immer, die haben so ein großes Waschbecken. Und da bin ich als junge 6-Jährige, hätte mir nicht duschget, die hätte mir immer da rinset und mit einem Schötteldaug Schaumogt, also Schiermogt, ne? Also insofern kenne ich das. Und ab und an, wenn mein Opa sprög an meine Oma mög, hätte sie das Schötteldaug mit Wautenaum und hätte nur 8 Nacken einmal in Indown. Ne? Da doch sehr, mag sehr gesagt. Also das ist, glaube ich, nicht so einfach. Schötteldaug. Ludger, ich habe hier schön, und zwar ein Spruch von Frank J. Wie jede Koppel Biggen ist ein Ludger dabei. Was hat das? Ja, normalerweise sagst du ja. Wo ist denn Frank denn? Frank, wo bist du? Du, ach, nicht. Ja, irgendwo ist immer ein schwarzes Schwein, Schaf, meine ich. Ne? Also insofern, ja. Schwarzes Schwein, ja, aber ja, das ist ein helle Maul. Schön, ne? Ja, wunderbar. schön. Ralf, hast du noch, Markus, hast du noch einen? Ja, ich habe noch einen hier. Also einmal Kökelwagen. Kökelwagen? Ja. Wer läuft das Markt? Was ist ein Kökelwagen? Was ist ein Kökel? Nee. Kökelkram kenne ich mal. Gaukler. Okay. Kökelkram kenne ich mal, aber Kökelwagen habe ich noch nie gehört. Und ich habe noch das Wort für Taskenuhr. Wer kennt das so, das Plenum? Ich glaube keine, ne? Sag mal sonst. Alosi. Alosi. Interessant, ne? Und unten hast du noch einen Drop hier, Kluntis Asche. Kluntis Asche. Klöten kennen wir, aber Klöt ist Asche weg, nicht genau. Kluntis Asche. Ja, schön, danke. So, einen habe ich noch hier, und zwar von Franz, den Begriff Rempelsand. Rempelsand, Franz, wo bist du? Wo ist denn Franz? Ganz achten. Was ist das für ein Begriff? Ich kann das nämlich nicht lesen hier. Replacement? Bezahlen dafür. Ach so, und das war's Rempelsand. Einen anderen in den Krieg schicken. Ja, das heißt auf Hochdeutsch Verpisser, glaube ich, oder sowas, ne? Ja. So, und vielleicht passt dennoch noch Abschluss, und zwar, ja, du sagst noch, aber von den Korten hier, und zwar Herr Johann noch mal was schreiben, und zwar, es ist Bergons Tiet. Ja. Aber nur noch nicht, Johann, Nee, das ne? ist noch ein bisschen Nur her. noch nicht. Nee, nur noch nicht. Nur noch nicht. Ludger, du hast auch noch einen. Ja, aber das ist doch, ja, da kommst du mal, da sagst du, nur noch nicht. Nur noch nicht. Ja. Ja, der stottert der, was mag der? Ja, genau. Nur noch nicht. Nee. Aber ich habe noch was, man muss den Sack abholen, wenn die Appels fallen. Ja, das ist richtig. Also du musst eine günstige Gelegenheit, musst du auf jeden Fall ausnutzen. Man muss den Sack abholen, wenn die Appels fallen. Oder Ja, ist auch schön. van Butenbund, van Binnen Strund. Also außen hui, innen Pfui, zum Beispiel. Auch schön. Das ist auch schön, ne? Oder der letzte, den ich nur noch mag, ist, wo habe ich den hier? Wenn ein Schraubschritt Rögen auch die Anne, der steht. Das ist wohl Also, ne, Wenn einer sich... Genau. so, wenn ein Förlech, dann mag die Anne das noch. Ob das Gaut ist, auf nee, aber das finde ich gut. Ne? Sehr Also, schön. Das sind so Spröcks, die doch kein Kaum mit umgehen. Level Plattis. Vielen Dank, wunderschön. Einen großen Applaus. Ja. Danke, Ludger. Ja. Danke. Und das ist ja, ne, wo du dann sagst,
da siehst du auch die Unterschiede zwischen der plattdütschen Region, sag ich mal. Ne? Die Ostfriesen haben Spröken, die Emsländer haben Spröken, die Kloppenburger und so was, aber so das zusammenzukriegen, da ist immer so ein bisschen Weisheit auch mit drin. Ne? Das ist nicht so platt, sondern das ist, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist platt, aber das ist anders platt. Ne? Das ist nicht tiefgründig. So, ja, genau, tiefgründig, genau. Ja. Wunderbar. Damit kommen wir nun zu unserer nächsten Rubrik, aber Markus Pflichte, Ralf, können wir noch mal eben, wir habt ja hier noch ein Getränk stehen, und zwar der zweite Bayer von der Borchardt Brauerei. Das können wir noch mal eben aus der Achter jökeln. Sollen wir haben auch eine ganz andere Farbe. Ja, das ist ein von den modernen Biere, und zwar ein Anselm Mandarina. Das ist ein hopfiges IPA-Bier, und das hat, wie viel Prozent? 4,8. Genau. Also ich denke, wenn da Mandarina absteigt, ist da auch wahrscheinlich Mandarina drin und keine Tuffel. Nee. Das kommt von den Hopfen. Der hat Mandarina Bavaria. Oh. Und das wird in der Nachgärung der Tau geben. Aber das hat weg nicht. Also. Hauptsache, das schmeckt. Ne? Ich hoffe, ihr habt alle noch was. Ich habe ja mit ein schlechtes Gewissen, dass wir hier sitzen und so in Reinpicheln und den Motten da oben drüben. Ja, das ist, also ich könnte die Brauerei nicht übertügen, aus einem 50 Liter Fass durch Sponsoren. Ja, schade eigentlich. Ne? Aber vielleicht ist das ja den Uptakt. Nächstes Jahr gibt dann für jeden was. Ja. Genau, also wie gesagt, Sponsoren für das nächste Jahr. Alkoholitäten-Sponsoren. Prost. Und für uns reicht das doch mal. Ja. Level Plattis, die Metwurst, die auf dem Platz liegt, die können die natürlich Tüskendör wegfuttern oder Norsen, wenn die wegführt oder vernormt in Bett noch eben noch Tannenbasseln. Da fällt mir auch noch ein feines Wort in. Ja. Der Kraftriegel des Emsländers. Metwurst. Metwurst. Schröder, der hat doch gesagt, die Kraftriegel des deutschen Facharbeiters, der Facharbeiterin, war die Currywurst. Ne? Aber Ich kenne bloß Maurermarmelade, aber das ist ja was anderes. Ne? Ja, das ist was anderes. So, Männer, also probier wie noch mal eben von Borchardt das IPA-Bier. Prost. Prost. Oh. Also Chlor haben die das alle nicht mit der Bier, ne? Nee, Chlor ist das nicht. Das Ja, ist ein bisschen, lecker. Das ist ein bisschen mit mehr Seele. Ja. Empfehlung Gertrud. Also mir schmecken die beide, muss ich sagen. Ja, schmeckt also, beide. Das ist beides gut. Also lohnt sich mal zu unterstützen. Ja. Zu halen. Ne? Wenn man da mal Stückchen Schogetten Genau. inpackt, dann auch beim Marktkauf einfach mal sowas. Genau, wollte Mit nicht sagen. Man muss ja gar nicht mehr nur die Brauerei hinführen, gibt ja Masse Geschäfte hier heute gucken. Ja, aber es lohnt sich auch dahin zu führen. Wir bünden auch zu Elten werden und das kannst du heller gut machen. Was hab ich hat? Backschinken haben wir halt. ja. Mit Kartoffelkühen und das war's was. Also, das wird gut. Schön. Liebe Plattis, wie kommt unsere nächste und letzte Rubrik? Und zwar ist das die Rubrik Entweder oder, und das ist die folgende. Entweder oder. Ja, entweder oder, Ludka, wie stellt die nu zwei Situationen oder zwei Begriffe vor, und du musst die für einen Begriff entschieden. Ne? Und Markus, fangst du an oder Ralf? Bloß für oder da wieder? Ja, wie das für uns alle, natürlich. Ralf, dann fang du mal an. Ich muss mir noch einen überlegen. Du hast dich nicht vorbereitet bis zur Sendung, das gibt ja gar nicht. So. Pass mal auf. Ja, pass auf, genau. Ich pass auf. Ich habe mich auch nicht vorbereitet, aber ich kann das wohl spontan machen. Ja. Ja, Ludger, du kommst ja auch nur aus Emsland und du kennst das ja auch, die Hochzeit, das ist ja eine helle Zeremonie in Emsland. Was würde die lieber? Polterabend auf Hahnhalen. Hahnhalen. Drock, schnell. Da bist du doch so in Saft, ne? Da kannst du auch noch wieder machen. Ne? Und bei uns war es halt immer so, dass wir, das gab ja auch immer die Hahnlitanei. Ja. Ne? Wo du dann, auf dass die Familie Heilzeit viele Kinder kriege, oder nur irgendwie betrunken. Ne? Also da war so die Hahnlitanei. Die hätte mir immer auch gefallen. Ja. Der Dadedach ohne Strom. Ne? Ja, so was gut. Ja, moi. Markus, was sagst du? Hahnhallen, oder? Polterabend. Der Polterabend ist doch für die Hochzeit. Das ist für, ja. Das Ja, dann hat man den Rest ja noch für sich. Oder, also, so gesehen, ja. dann würde ich erst Polterabend und dann Hahnhallen. Nee, du musst ja nur entweder oder. Das wird ja Weiter hier nicht. Das hätte entweder oder. Ich hab Sperr noch nicht verstanden. Ja, Wir sind immer im Keller und immer, du musst die entschieden und immer an überlegen, ja, was ist denn, wenn den einen, nee, die Frage ist Hahn oder Polter. Ja, man macht nicht so gern verzichten, ne? Aber ich habe ja so...
Ich bin nicht so der Verzichtstyp. Kannst auch beide. Du wollt Ahn mitnehmen, ne? Alle, was du kriegen kannst, musst du mitnehmen. Nee, aber dann Hahnhallen. Ich habe sonst auch keinen Polterabend, mag wie meine Hochzeit, da gibt auch bloß Hahnhallen, deswegen Das Schöne ist, du kickst dann die eine Frau an, um eine Bestätigung zu kriegen, dass die das nicht hätte. Ja, weil sie bestimmt auch während Winken ist, vertellen nicht zu voll. Ja. Also, ja, ne, das reicht. Wie will du noch mal quälen? Meinst du? Nee, die Entscheidung ist Also klar. wie mir was so ganz klar Hahnhalen, weil ich finde, doch fragt man sich als Emsländer ja fast ein bisschen mehr ob als die Hochzeit, wenn du to Gast bist. So, Ja, ne? to Gast, genau. Ja, das ist ja wirklich so, ne? Und ja, da sind ja so schöne Aktionen passiert, aber das vertellt wie in eine andere Sendung. Also, Das willst du nicht vertellen. Nee, ja. wunderbar. Ja, ich finde auch, das Hahnhalen, das ist dann, wenn den offiziellen Day vorbei ist und anderen Tag alle Bünze heller locker und das ist den besten Tag von der Hochzeit. Finde ich auch. Also, und ich finde immer, wer beeindruckend hat, das hier nur bei uns in der Region so gif. Also, wenn du dann Anna Lü von vertellst in Süddeutschland, der kickt immer und denkt, was habt ihr sie noch alle? Also, aber für uns ist das ja was ganz Besonderes. Ne? Also. Sehr schön. Ja, achso, ja. Markus, hast du einen? Soll ich? Ja, nur habe ich einen. Nur hab ich von mir eine lange Liste. Ich nehm, wenn du auf ein Gerät verzichten schaffst in Nuss, wie eine Handwerkerleistung, worauf wirst du verzichten? Akkuschrauber oder die Bohrmaschine? Der Rest musst du dann quasi mit einem Handapparat. Bohrmaschine. Wo es Lever drauf verzichten, Ja. dass du einen Akkuschrauber noch hast. Aber dann Nee, musst du kannst ja in den Akkuschrauber auch eine Bohrmaschine. So ist das, ne? Ich habe das Dischel gelehrt und verdauch, früher, das war doch immer so. Erstmal, ja, hier, Ludger, hier, da hinten ist Strom, Hummer, da bist du 50 Meter laufen, hast du da irgendwo anstöpselt, bist du wer über den Acker, wie Neubau und so was, dann hast du Glück, dass du Strom hast. Ja. Ne? Und früher, weißt du noch, Disse hier, ne? Ja, genau. Was hier, ne, wie so Ollenhusen, da in Wandstrom und so was. Nee, darum Akku und Akku deshalb, weil verdaut die Akkuschrauber, die haben so viel Leistung. Du kannst früher hast du einen Hilti, ne? Also da kannst du durch die Wand mit Dörr gehen. Ja, Also aber darum, mit ich kann um Akkuschrauber durch die Betondecke, könnt ihr auch holen, ne? Von da könnt ihr verdauch, ja. Ja. Ja gut, vielleicht nicht so eine schlaue Frage. Frau kein Tischler. Du musst kein Tischler noch Wagtyp fragen, weißt du? Ja. Marco, hast du denn sonst? Ich würde immer Bohrmaschine nehmen, aber nur weil ich eine gaude Bohrmaschine habe, wie ein Usen Akkuschrauber, der ist so ein billigen, dort dreht sich immer den Akkuschrauber gar nicht mehr mit. Also, weil das ganze Bohrfutter all in den Wicken ist. Also, dann Bohrmaschine. Da sind auch mehr Karzonachter. So ein Lok ist doch was Schönes. Finde ich moi. Heffert. Ralf genauso, ne? Ja, du Akkuschrauber, wenn du voll in Nuss daust, ne? Ich weiß nicht, wie die ist, aber wie mir ist das so. Dann da hast du, nix. das Wichtigste ist, was du hast, ist ein gauden Akkuschrauber. Da kannst du alles mitmachen. Und mit Kabel, da wirst du nicht mehr machen. Nee, das ist. Aber wie gesagt, Markus, und ich verglich das immer mit einem Zebra und einem Pferd. Weißt du, so ein Zebra, ton Pferd heft nicht reicht. Weißt du? So ist auch Akkuschrauber. Allein Das ist praktisch ein Akkuschrauber, ist der Zebra unter die Pferde. Nun mag die Zebras man nicht so schlecht. Also die sehen zumindest besser gut. Aber Das stimmt. Aber du weißt, warum ein Zebra so unzüchtet, als das unzüchtet, ne? Nee. Du kannst mal kicken, die neuen Decken, die für die Pferde ausgegeben wurden, Ja. die haben all Zebra-Look. Und dort liegt da an, dass in Afrika die Pflegen nicht an die Zebras gehen, aber okay. an die Pferde. Also darum legen die Lü nur Zebra-Look Decken über die Pferde, damit die Pferde nicht sofort vor die Bremsen stocken worden. Helft ihr doch wie Stechmücken dann? Weiß ich nicht genau, aber wie Stechmücken helfen normalerweise hier dieses Spray, was du da immer dann... Ja. Wirkt das denn auch, wenn du mit die eine Frau in Berre legst? Und du hast ja So eine Zebra- Decke, ne, Ja, der eine kommt ja, Zebradecke. der kommt ja ob Antwort an Dalen da unter der Decke noch gut kicken da. Ja, ich weiß nicht genau. Ne? Also. Heel an dem Thema, wo sind wir doch nur umgekommen? Nee, Verdammte Mode. Ja. Noch ein Marille? nee. Nee, So. schön, ja. Habt ihr nur alle was sagt? du hast noch nicht. Du hast noch nichts gesagt. Ich hab noch gar nicht. Ich hab gesagt, der Zebra unter dem... Ja, also ich hab... ja, okay. Ich will ja von dir wetten, Badebüchse, also Bermuda-Shorts oder die Eierknieper.
Ja, da kommt drauf an, ob du ob Geschwindigkeit Gas. Wie schwimmen. Da kannst du ja mit Bermuda nicht voll anfangen. Ja, da musst du ja was strömungstechnisch feindet haben. Ne? Aber weil ich ja meistens mehr planschen gehe als Leistungsschwimmen, nehme ich die Bermuda. Ja, sehr schön. Ludger, du? Ich die Eierkniepe. Ja, ehrlich? Ja, ja. Weil du so ein extremer Schwimmer bist? Nee, ich mache ja ab und an noch Triathlon. Und wenn du dann mit so einem Bermuda-Shorts, dann kommst du nicht wieder. Ja, dann Also musst du so ein bisschen der Dinger, ne, dann von links nach rechts, ne, also da gibt ja Linksträger und Rechtsträger, aber da musst du normalerweise Eier, und wenn du dann von Turm sprengen da ist, also 3 Meter oder so was, wenn du dann Bermuda anhast, dann hast du noch nichts mehr an. Und da knippt die auch nichts wenn du mehr. einen Körper magst, ne? Ja, sicher. Ja. Wenn du mit den Beinen voran, wie ich immer von Aber dann sind die Bermuda... Dann hast du die aber so stramm also, in den Backen, dass du das sind auch wer schiete gut. Ralf, du. Also, du. Ja, ich kann nur unter Leistungsgedanken beurteilen. Also ich müsste mich dann entscheiden, wenn ich auf Warterutsche schnell werden will. Dann muss ich auch die Eierkniepe nehmen. Aber da ich das auch nicht mehr mod, ich bin nur das aller Drut, nee, für mich auch Bermuda, das ist alles ein bisschen lockerer und dann weiß ja wohl, ne? In Use Öller, da ist das ein bisschen besser, wenn das ein bisschen lockerer Ja, Freischwinger heißt ja, das. Ja, genau. So. Ja, das wird auch bei einige, also deswegen würde ich auch sagen Bermuda, weil das wird bei mir eine Ergonomie einfach auch, also ich kann da nichts mehr retten, mit einem Eierknieper wird das einfach blöd gut. Aber es wird auch mit Bermuda Gift ja nur blöd aber gut, auch für uns gibt ja auch ein Ganzkörperkondom. Ne? Ach, Gift also, auch? Ja, da kannst ja so, als früher, der Mannslü, das ist so eng ob Figur, aber trotzdem mit hier mit Borben, mit der Riems. Ja. Und dann geht das auch bei dir eine Figur. Das ist Ludger, auch ich gut. bin Waterskifahren van und dann bin ich in die Gummianzüge drin. Ja. Das war ein Malheur, Ja. aber da wird droht. Das war eine ganz andere Geschichte. So wenn du so eine Matt warst in so einen Anzug, Sagebuck. Ja, alleine nicht hin, ne? Nee, kriegst alleine nicht hin, nee. So ich das gut, naja. Ja, Schön. Wir sind tatsächlich am Ende von Use Sendung, Ludger. Ja. Wir möchten noch mal einmal hinwiesen auf ein paar Dinge, und zwar ob den Bauk. Ja. Weihnachten im Watt, wer das haben will, kann sich das hier kaufen, aber auch in Baukhandel, ne? Überall, wo du willst. Du sagst Ludger Abel, Weihnachten im Watt und dann kriegst du das. Genau. Leipzig sogar. Weihnachten im Watt, dann kriegst du das. Geil. Sehr schön. Ja. Genau. Dann will wir gerne noch darauf hinwiesen, diese Sendung wird einmal auf die Streaming-Plattformen präsentiert, aber auch in die nächste Zeit auf YouTube und auch auf die Ems Fechtewelle. Und damit das überhaupt möglich worden ist, dank wie ganz herzlich die Emsländische Landskup, Gesche Geleustein hat das ganze Programm hier auf die Riege gebracht, und ich würde sagen, das ist einen großen Applaus wert, dass wir hier sowas haben. Ja. Also wenn ein Signal hier in die Welt gehen soll, brotet einfach platt, auch wenn nicht hier das Wort mal passt, ne? Das ist egal, genau. Und ja, Ludger, du bist da werden. Vielleicht sagst du noch was, Markus? Du musst nur abmoderieren. Genau. Ich freue mich so, dass wir auch einfach einen Podcast-Markt haben und dann das erste Mal überhaupt mit, also in live mit Publikum, ne? Mit Publikum Ja, und mit dann noch mit einem Stargast, das wäre für uns all, ne? Ja. Nächte haben wir nicht schlafen. Ja, genau. Also deswegen bin ich bliebe, dass wir 8 aus habt und nee, was eine So schlimm war's schöne doch gar Erfahrung. nicht, genau. Hab echt Spaß gemacht. Und Ludger, ich hab auch gemerkt, mit dir kann man, du bist noch ein Emsländer. So ist. Ne? Ja. Und ich merke, du passt in die Runde und schön, dass du auch werden bist. Ich freue mich auch. Und, Riesenapplaus für Ludger. Danke. Hey. Ludger taut Ende, mag wie das endlich immer so ein bisschen Resümee. Ja. Vielleicht, Ralf, fangen wir bei dir einfach mal an, was sagst du, wo nu... Ja. Wo Marco halt sagt, ich habe das weg auch nicht schlafen. Ich habe mir nur Gedanken gemacht, wo das von da hier lob. Ich habe von morgen noch mit meiner Frau eine Lütge-Situation hätte. Lütge-Situation. Ja, das ist ja Mode. Das ist ja Mode. Darüber buchst du... Hört sich schlimmer an als was. Also wie habt ihr was Plattdütsch... Lütge-Situation. Über was Plattdütsch-Broten dran und sei dann noch...
ja, ich kann das nicht so gut, sag sie. Und ich hab dann noch gedacht, ja. Und dann sag sie, aber du. Und dann denke ich, ja, nu kommt dann ein dickes Kompliment für mich, ne? Und dann sag sie, ja, du hast keine Angst, trotzdem zu machen. Ja, und das ist so ein bisschen genug das Fazit. Du machst halt einfach down und dann macht das auch Spaß für alle. Sehr schön, ja. Sehr schön. Ja. Ja, aber das ist ja besser Lütke Situation zu haben als eine Lütke Eskalation. Ne? Genau. Also, da muss man ja auch sagen. Ne? Also wenn der dann nicht Schöttelt ums Halsgart pflegen da, ne? Ja, mir hat das auch ein bisschen Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich glaube, das ist ja so, auch wenn man das nicht sagen kann, und ich sage Schall, aber mit einem Lütje, sag ich mal, Anselm oder sowas, oder mit einem Lütje Marille. Ja, wenn wir nur noch 2 Stunden haben, dann was hat ihr noch lustig? Ja, wir können noch ein Bild vertellen, ne? Genau. Als Schützenfest live im Fernsehen, sozusagen, ne? Ja. Das stimmt. Wobei dann war es doch besser, die Kamera über Uta. Aber ich habe vorhin gehört, da steht ein Olle Hackertee, steht noch sie 20 Jahre in Kölsch gehabt. Ich hab die Rural, ne? Ja, genau, sicher. Markus, wo ist die gone? Nee, genau. Wie gesagt, hat mir Gaut gefallen, 100%ig mit so einem Gast dabei. Die beiden haben auch ein Gaudendach. Also, hat klappt. Sehr schön. Level Plattis. In 3 Werke bin wir dann wer door. Wie hofft, ihr schaltet alle in. Macht Werbung für das Plattdütske. Wie sagt Dankeschön an use feine Publikum hier. Ein Applaus von uns mal. Ja. Und ich will mich auch noch besonders bedanken bei use Crew von den Heimatvereinen in Wespe, Norbert Kuhe, Dankeschön, dass du da bist, Ingrid und Hermann und alle, die hier vorbereitet habt. Dankeschön. An use Filmcrew und ja, was sagt wie? Ein schönes Leben noch. Blieb noch ein bisschen hier, Lord uns noch ein bisschen was sören, trinken und einen schönen Abend haben. Ludka, komm, gut News, ne? Nach Osnabrück. Ja, ich muss ja den mehr führen, also die haben mir ja fast besorgt. Wir habt hier in Heimathus eine Obkammer. Hab ich mir gedacht, ne? Ja. Da kannst du wohl inquellen mit, oh ne, sie kickt alle ganz schlecht, da wird's nicht hin. Da wurde nichts von. Wir hauen doch alle auf. Ja. Genau, Level Plattis, das ist es. Bis zum nächsten Mal. Wie sagt tschüss. Halt your Frucht. Allerbest gesund blieben. Munter blieben. Mit allem mal. Tschüss. Tschüss. Plattkast. Den Plattdütschen Podcast. Plattkast.